Was mir am meisten am Arsch geht in die Wiener Lokale ist, es gibt keine Bierdeckel mehr. Weder in die Wirtshäuser, Beiseln, Pubs oder Restaurants. Ich weiß nicht warum. Entweder sparen die Wirten oder die Lokalbesitzer ein, aber das glaube ich nicht. Ich vermute ja eher, dass die so viele Lokalgäste die Bierdeckel gestohlen haben, ja, weil es eben Bierdeckelsammler sind oder weil die Bierdeckel daheim fressen, weil sie das Brot nicht leisten können, ja, wurscht, ja. Denen verschießen Bierdeckelfladerern, ja, gern die Hände angehakt, mit einer Holzfäller hochen die Hände angehakt, ja. Wie komme ich dazu, dass ich jetzt da, ja, das volle Bierglas vor mir stehen hab, ja, ohne diesen Popendeckel und das und das steht in der Messe, in der Biermesse, ne, das geht mir am Arsch, sei es jetzt auf einem Tisch oder auf der Bull, ne. Das geht mir so, das fällt mir derartig an, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Das ist für mich das wirklich, ich hasse das ist sowas Unhygienisches. Und außerdem, das muss ich gleich dazu sagen, ja, dass ich dabei bin, ja, ich brauche einen Bierdeckel deswegen auch wegen die vielen Insekten in die Lokale, ja. Sei es jetzt dann die Fliegen, die Wespen, die Mucken, meistens sind sie Mucken, Sommer- und Wintermucken, Herbstmucken, Frühlingsmucken. Dann nehme ich den Bierdeckel her und den lege ich dann drauf. Ich sauf mal kurz das Bierkregel aus, leg das dann drauf. Und wenn ich keine Bierdeckel mehr hab, muss ich jetzt da eine Servietten nehmen, Servietten hast du auch nicht immer bei der Hand, ja. Das sind ja auch saugierig, die verdammten Lokale, sogar die Restaurants. Da muss ich das Taschenbiergel habe ich auch schon verwendet, ein Taschenbiergel verwenden, habe ich keins mit, muss ich aufs Eisel rennen, muss dort ein Papierhandtickel nehmen, oder ich muss ein Stückchen Klopapier reißen und das aufhören. Das geht mir so am Arsch, ja. Die Schuld sind diese verschissenen Bierdeckel, ja, Fladerer oder eben die saugierigen Wirten, Lokalbesitzer, die was die Bierdeckel einsparen, weil das kennt ihr auch wieder, das kostet jetzt viel, ne? Ja, das ist ja wurscht. Ach Gott, in der Früh muss ich mich schon aufregen. Ja, ich bin jetzt gerade aufgewacht, ich lieg da im Bett drinnen, ich hab einen Urlaubstag, nein, Urlaubstag ist gut gesagt, ich muss jetzt da dann gleich gehen, in 2 Stunden, ich darf jetzt nichts fressen, nichts saufen, ich muss total nüchtern, stocknüchtern sein, ja. Ich kriege jetzt da Computertomographie verpasst, da komme ich in so eine Reihe rein, in so eine Raumschiffröhre, ne, dann versuchen sie mich, weil ich hab Krebs gehabt 2012, Hodenkrebs, mittlerweile ist alles in Ordnung, ja, aber das muss ich alle ein halbes Jahr machen, die untersuchen, das ist wichtig, das ist lebenswichtig, wurscht das. Trotzdem, es ärgert mich maßlos ärgert mich das, dass es keine Bierdeckel mehr in die Lokale gibt. Das gibt's ja nicht, mir fällt das so auf, wenn ich mich dort schon hinsetze, da kommt der Kölner, egal, oder die Kölner, die kann nur so freundlich sein, elegant anzogen, scheißegal, ja, da steht das dort hin, das halbe Nase, Kriegel, grinst die Depper da, oder sie grinst die Depper da, ja. Zwinkert mit die Augen, schleicht und du sitzt dort mit den scheiß Bierkriegel oder mit den scheiß Seil, so besäutertes Seil, ja, und das hat mehr oder weniger Fußwasser, ja, und das geht mir am Arsch, total am Arsch, ja. Bei den Scheren gibt es nicht, das gibt's nicht da draußen. So, alle 2-3 Monate vorher raus, ja, aufs Land, ne, sei es jetzt nach Krems oder nach wo, in Süden oben, nach Bitten, ja, und wenn du da ein Lokal besuchst, da hast du immer ein Bierdeckel in Hülle und Fülle, wie Sander, mehr Bierdeckel als Bier, also als Bierglas und Wurscht. So, das war's. So, wie spät ist jetzt da? Ja, 2 Stunden kann ich noch schlafen. Ja, eine halbe Stunde muss ich vor der Computertomographie dort sein. Ja, gut. Jetzt ist 8:06 Uhr, also um 11 Uhr habe ich den Termin, um halb 11 Uhr. Da muss ich vorher viel Wasser saufen, viel Becher Wasser saufen. Das darf ich nicht vergessen und erzählen. Der Wahnsinn, da kommst du raus dann, wenn du das ganze hinter dir hast, das ganze Raumschiff hocken, ja, mehr oder weniger, ja, wie ein Astronaut, der was hochschwanger ist, ja, so schaut's dann aus. Beziehungsweise, da bist du für das Kontrastmittel, da stechen sie dir, oder verpassen sie einen Pastafleier. Wenn sie schlecht stechen, schaust du aus, wenn die 3 Vampirbissen hätten. Okay, danke, gell, fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao.